Herr Schmidt, muss nicht den Mai, der von der Arbeit, Gewerkschaften nutzen den Tag für den Punkt machen, wie dann der Arbeitsfeld ausgeseit und ja, durch die auch den Moment für zu gucken, wie der Handwerk ausgeseit an der Situation, wie man so einen Moment tun. Wie gesagt, dann aus am Handwerk im Moment? Die Situation als schon durchwurst. Die Regierung hat, wie gesagt, alles am Anfang auf die medizinische Prämisse gesagt, nimmen das Schlimmste auf alle Fall zu evitieren. Wir sind hingekommen am Großteil von der Ökonomie, quasi ganz Handwerk lahmgelöst, par le fait du Prince. Betriebe müssen abhalten, mit schaffen, wäre just noch ganz wenige Exzeptionen. Lo kommen wir löse raus, und nicht gesagt, dass das so ohne weiteres nicht möglich ist, dass das schon problematisch ist, und dass Betriebe für allem darauf werden, ein bestärktes Signal, wie es los soll weitergehen. De Bauhuerum können nur 25. April andere Sektoren sind noch zu, die schaffen können, stellen fest, dass die Rentabilität, also die Produktivität nicht als wie sie soll sind, aber die Namen, die noch zu sind, die werden effektiv wieder so ein Signal für wen das können fänken. Ja, wir hatten ein ganz paar Gespräche die letzten Wochen, die ich mit den zuständigen Ministern, mit den zuständigen Stellen aus der Regierung, mit ihren Beamten noch. Und wir haben da schon encouragierende Signale gekriegt, aber was irgendwo fehlt, ist das globale Konzept, dass ich wirklich gesagt habe, da kann ich mich drauf unhalten. Was momentan viel Leid und Hilfe für Betriebe, wenn ich das ein bisschen auseinanderhält, da gesagt ihnen, dass das ganz viel Stundungen sind, das sind Schulden, die du kannst zurückstellen, das sind Kredite, die du neu kannst verhandeln, das sind neue Liquiditäten, die du kannst abholen. Da sind aber ganz wenig Hilfen dabei, die direkt an noch remboursabel sind. Das ist aber das fertig, was Betriebe brauchen, weil für was sind Betriebe am Anfang die einzig sind. Sie kriegen hier ein Marché, auf dem sie sich normalerweise ressourcieren, auf dem sie hier das Einkommen generieren, kriegen sie Wäschgeld, kriegen sie Zugemerk. Und da müssen sie, die sind die Pan klagen, sie müssen sich verschulden für Anfang die Larvenkasten, die weiter bestehen, trotzdem Park von der Regierung, die Larvenkasten am Betrieb, die darf hier weiter, für das zu verholen, für das zu stemmen, und da die wir Wochen am Main, und das packt kein Betrieb. Dafür war die Melodie, ob ganz entscheidend Maßnahmen, die viel mehr weit gehen, wie das, was wir momentan kennen, und die wirklich darüber rauslaufen, dass wir gesund kriegen, wir überholen am Anfang Kasten von den Betrieben für die Dauer vom Lockdown. Wie gesagt, und da muss noch viel geschehen. Das von der Regierung sagt, so, gehen wir los, Kinder am Rehstuhl und leiden 1 Milliarden im Durchschnitt, wieder so direkt Hilfe, dass das echt kleinen und die Schulden abholen oder Hilfe für Schulden abzuholen, keine Solution für Handwerksbetriebe. Nein, ja. Es geschieht für ihn an der Population quasi Kitte an dem Gehalt, von dem was geschieht. Wir kriegen gesagt, die dürfen nicht mehr schaffen, dann die verhält der Staat von unseren Salarien, über den Chômage partiell, den größten Teil von den Lohnkosten. Das ist tipptopp. Die Salarien haben noch einen gewissen Lohnverlust. Das geht als Lied, aber das ist nun mal so über das Spiel vom Gesetz und Dispositionen vom Gesetz. Es bleibt aber, dass dem Betrieb laufend Kosten weiter entstehen. Das sind Soziallasten, die auf all den Salären leihen. Da ist momentan keine Lösung. Das sind Rechnungen, die laufen sich ab. Und da fordern wir ganz klar, dass die entweder annulliert müssen für die Zeit von der Krise oder aber, dass man sie integral remboursiert müssen können kriegen. Dann haben wir die Laufenkosten für Loyer und einfach auch Strom, Leasing, Assuranzen, der Tod und der Teufel. Da steht an alle Lehrbuch von der Betriebswirtschaftslehre, es soll Laufenkosten aus laufenden Revenu generieren, aus Faktoren, also bezahlen, aus Faktoren, die ich schreiben konnte, weil ich habe es gelesen, und dann bezahlen ich dann noch meine Kosten. Es soll darum Gottes Bittes willen keine Schulden abholen für Laufenkosten zu bezahlen. Das ist aber nicht das, was am Anfang momentan von den Betrieben verlangt wird. Dann hätten wir gerne, dass auch den Indépendant, der Chef d'entreprise, ein Revenu de Remplacement kriegt, so wie die Salarié noch. Das ist nicht hier schuld, dass der Betrieb so ist. Der Marché ist nicht mehr da. Sie können sich nirgends ein Revenu hier holen. Die Leute haben einfach auch Familien, die haben noch Obligationen, die Hypotheken. Und ich weiß nicht, was nicht noch alles. Auch die Leute wollen versorgt gehen, wie alle anderen Bürger hier im Land, doch die Steuern als Soziallasten bezahlt.
Und dann, wenn man die dort Probleme alle gut gelöst haben, und ich wiederhole für alle Betriebe, nicht nur für die bis 10 Salarien oder auch nicht bis 20 Salarien, wirklich für alle Betriebe schmengen, da bleibt der letzte Punkt. Und das wie gehe ich mit der Bank eins, für die Investitionskosten, für das effektiv neu zu arrangieren. Und das packt der Betrieb an aller Regel, weil das am Anfang Business as usual, das machen wir all Tag und da gehen wir auch an Zukunft Dienst. Die Regierung hat gesagt, sie gibt mehr behellen, sie gibt punktuell Adaptationen machen, wenn nötig, und die plädiert ja echt dafür ein Gesamtkonzept, das Betriebe wissen, wie schaffen ist, wie ich begleitet, und wie gesagt, das am nächsten Moment aus. Wir haben so viele Sektoren, wo man schon gesehen, dass es nicht mit mehr wird lassen und dass es riskiert nach wochenlang, monatelang, vielleicht ein ganzes Jahr, sie verschieden, die so, dass sie an den Restriktionen bleiben, was die Aktivität geht. Wir haben den Bereich am Handwerk, den Bereich vom Treten. Die ganze Alimentation artisanal, die dreht momentan mit 50% Chiffre d'affaires, mal mehr, mal Männer, an aller Regel, also was den Abbruch Tretter und so weiter, du hast am allermeisten, aber was dem groß ist, nun den Tretter, was dem groß ist, was das für den Betrieb wie schwer geht. Dann haben wir die ganzen Evenementiell, die du drin hängt. Da machen wir überhaupt nichts. Wir feiern keine Party mehr, weder daheim noch im Betrieb. All größere Manifestationen als verboten, als abgehoben, wird nicht organisiert. An ihr, der darum losgeht, wird man Ende des Jahres sehen. Wir haben alle Sektoren aus dem Horeca-Bereich, das sind auch als Klienten. Da wird momentan nicht investiert, weil die auch nicht wissen, wie es weitergeht. Da hängt Handwerk Hand dran. Das heißt, der private Klient, den darf teilweise nicht bei uns kommen, und ist teilweise auch retizent, das ist schwierig, für bei den Leuten heimzugehen. Den gewerblichen Klient, den, also an der nämlichen Situation, da sind da viele, die gut nicht dürfen schaffen, die nicht dürfen investieren, das ist auch schiedfrei verunsichert. Werde ich in Zukunft überhaupt weiter investieren? Was will ich investieren? All Investiment als Hannerfrot gëtt no hanne gerekelt, an dat wird fir d Handwerk och nach Batterment ginn, och wann net Lorem heescht, mir derfen rum schaffen. Dat weist ganz klar, d'Ökonomie as Appppes wat onheimlich eng ze summen hängt, a wirklich verzerrt ass. Dat ass net Appppes wat mal kann enke sowel den grad an de Kap kann denke ausschalten, an anderem uschalten, an der Hoffnung, dat wann man bisse Geld do han Drgehalen an dreht dat geschwnneren. Dat ass filmmi kompliziert, dat ze Lieferketten, dat sie Schein de Valeur, do werden ausfall sinn, do werden Betrieber sinn, die werden man an Fait fallen fertigch. Mat all dem, wat du han Druck könnt, komme Fait an Kaskad, wie weit dreht dat ganz dafür? Et muss ganz stark Signal kommen, dass Betrieber Konfianz kriegen, dass sie wissen, wie es weitergeht, weil sos greift die Unsicherheit, die greift rundrum sich, an die ja fast nach ganz einer Deele von der Ökonomie. Aber dat jo dann hecht, dat wir 2008 gesinn, wo bis wirklich groß Verunsicherung an der Ökonomie ist, wo dat hiefeiert, da könnt dat heiner erschweren dabei, ich meine, da können wir die Boutique direkt so machen. Dafür dann Appell zum mechte méi solidarisch sinn mat Leiit, woch solidarisch sinn mat der Betrieber ans net ernstnechtes behandeln wie Ammensch. So kann ich net resümieren, Herr Reuter. Ja. So, merci. Merci auch.